Professor Kuku hat gesagt, dass wir zum Dimensionsforschungsinstitut gehen sollen. Ja, natürlich hat er das gesagt, Roto, und deswegen herzlich willkommen zurück, Freunde, hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Im letzten Part, ein bisschen länger ging, haben wir noch ein bisschen was getan, nicht wahr? Natürlich auch im Hinblick auf Sensei, unseren Orang-Utan, sprich unser Kommandutan. Und haben auch noch ein bisschen was getan, nämlich getauscht. Warum getauscht? Einerseits zum Trainieren. Man sieht hier Sensei und Wuffels. Ja, ich weiß, ich habe den Spitznamen vergessen. Machen wir aber gleich noch. Habe ich noch ein bisschen gelevelt, damit es relativ schnell vorangeht und so. Wuffels entwickelt sich auf Level 25 weiter. Das Problem ist, dummerweise sage ich jetzt hier nachts. Und ja, nachts im Mond ist ja im Ingame halt tagsüber. Und Wuffels entwickelt sich ingame-mäßig nur nachts. Das heißt, ich muss hier noch ein paar Stunden warten, bevor ich Wuffels entwickeln kann. Sensei hingegen, dem habe ich mit Herzschuppe in Sonne, habe noch Konfusion dabei gebracht. Die hätten noch andere Themen gehabt und so. Und mir auch überlegt habe, ja, vielleicht, aber muss man sagen, nö, lieber so. Und ganz ehrlich, Konfusion muss schon sein, die andere Attacke war so schwach, ey. Deswegen, wir versuchen es mal mit Kommandutan, unserem Sensei, wie lange es gut geht und dann mal schauen, wa? So, was sagt wohl unser Team? Mal schauen, für wie lange. So, Wuffels. Ein Spitzname haben wir auch schon etwas überlegt. Und zwar eine Anlehnung. Warte mal, bin ich überhaupt richtig? Ja, natürlich. Eine Anlehnung an meine Kindheit. Dann geht es aber direkt weiter mit der Hauptstory. Spitzname werten. Warte mal, Wuffels habe ich nicht getauscht, ne? Okay. Ja, wegen Tauschen, weil ich habe noch erwähnt, dass ich mindestens 2 Pokémon noch rüber tauschen möchte. Das Problem bei denen ist, trainieren könnte man sie zwar schon und so, aber je nachdem, den einen oder anderen noch ein bisschen früher entwickeln, was auch nicht geht, weil ich ja, bei einer bestimmten Umgebung entwickeln muss. Also das geht nur, wenn ich irgendwo auf dem Berg oben bin und so. Deswegen zur Zeit noch ein bisschen doof, aber kommt alles nächstes noch. Also sicher noch, glaube ich, vor der 3. Prüfung. Der eine garantiert, der andere zum Zeigen vom auch schon. So, ich nenne ihn Rocky. Warum Rocky? Nicht wegen Rocky Balboa und so, obwohl wäre auch eine Variante. Nee, wegen Rocky, ja, wie gesagt, meine Kindheit, das vor allem damals sehr prominent, sag ich jetzt mal, oder sehr alltäglich, ne, nicht alltäglich, aber sehr bekannt. Und gerade auch im großen Umschwung und so weiter waren halt die Mighty Morphin Power Rangers und Rocky war da auch ein Charakter, also sprich ein Power Ranger, und deswegen dachte ich mir, warum eigentlich nicht? So, wir sollten jetzt hier zum Institut gehen. Okay. Nach diesem ja, danke schön, weiß ich. Denn dahinter muss ich ja zur Prüfung. War ich hier auch schon? Ich glaube noch nicht. Das ist sowieso erst später wirklich wichtig. Was? Hat er gesagt? Endgegner? Hier ist der Oh Mann, ey. Ich glaube, das war in diesem Stockwerk, wo wir dann nach der Story... Ja, da kommen wir später nochmal hin. Das Game Freak Büro. Wo wir, nachdem wir die Hauptstory durch haben, hier täglich gegen... Naja, einen Charakter antreten können, der von dem er ja, relativ viele Erfahrungspunkte bringt. Wie gesagt, relativ. Lass mal gucken. 3 Champions, jo Mann. So, können wir auch noch alles durch. Wunderprächtig. Lilly ist hier. Los, Völkchen. Setze einen Platsch ein. Was? Piu? Willst du mal verarschen? So eine schwache Attacke? Ich will doch einmal so wie Michael klingen. Du wurdest so viel Leid zugefügt, Wölkchen. Deshalb war ich Pokémon-Trainern gegenüber immer etwas skeptisch und wollte nie selbst einer werden. Aber wenn ich Michael und Tali sehe, denke ich, dass Trainer noch etwas Tolles sind. Es ist, als hätten sie für mich eine Tür zur Zukunft geöffnet. Piu, piu, da ist er ja schon. Oh. Hallo Michael, lange nicht mehr gesehen. Das ist das Dimensionsforschungsinstitut, auch die FI genannt. Professor Kukui wartet schon auf dich. Wie lief es bei den Prüfungen? Es gibt hier auf Akalia ganze 3 davon, das war bestimmt nicht einfach, oder? War kein Problem, war echt hart. Nee, war echt kein Problem. Das ist einiges.
Also klar, warum Kommanduten sich so verbunden fühlt, das sieht man nämlich. Ich hab's gerade mal gesagt. Ja. Ich hab hier noch nie mit ihm gecatcht und so, es würde mich wundern, wenn der auch nur ein bisschen Respekt vor mir hätte. An die Dimensionsforschung sollen wir auch vorbeischauen. Bzzz. Machen wir gleich Roto. Ich glaube, hier hinten war noch ein Ball oder so etwas. Ah, fies. Das haben wir nur nachts über, glaube ich, hier. Etwas bezüglich Zygat. Ich glaube, eine Zelle oder ein Kern, bin nicht mehr ganz sicher, was es war. Irgendwas war hier. Ja, aber der riecht gerade nichts. Der Bispark-Detektor ist für den Arsch. Egal, gehen wir rein. Was geht hier ab? Von Ringen umher teleportieren können. Hooper war das, wa? Aus der 6. Gen. So, wieder hoch. Budu. Zweites OG. Also, was im ersten OG? Ist bloß ein Zwischendeck oder was? Keine Ahnung, Mann. Oh, dann gehen wir mal schnell. Hallo, mein Wirbelwind. Ah, da bist du ja wieder. Hm. Darf ich vorstellen, das ist Professor Burnett. Sie leitet das Dimensionsforschungsinstitut und sie ist ganz nebenbei auch meine Kraftreserve, in anderen Worten meine Frau. Kukui Burnett? Also, hey, hat sie Vornamen? Weil, also gerade wenn es ja die Frau ist, wieso tragen die beiden nicht die gleichen Namen? Hä? Egal. Du musst Michael sein, nicht wahr? Lily hat mir schon von dir erzählt. Sie meinte, du seist nicht nur eine zuverlässige Person, sondern auch ein großartiger Trainer. Nachher, wenn die Zeit vergeht. 3 Monate sind nun schon her, als ich Lily bewusstlos im Strand gefunden habe. Und in ihrer Tasche befand sich Cosmog, ebenfalls völlig geschwächt. Sag mal, wo steckt eigentlich Tali? Ah, du kennst doch Tali, er macht eben immer, was ihm gerade in den Sinn kommt. Ja, yeah, so ist er halt. Aber er hat trotzdem eine große Zukunft vor sich. Eines Tages wird er sicher mal in Hallas Fußstapfen. Hollala. Im Ernst, ist das wirklich? Wow, Alter. Man kann zurückspulen. Oh, da bist du ja. Deine Frage zu beantworten? Ja, das meine ich wirklich. Hallo Tali, schön dich mal wiederzusehen. Übrigens, mein Mondschein, ich habe Michael hergebracht, damit du mir etwas über die merkwürdigen Phänomene hier bei uns in Alola erzählen kannst. Das mache ich doch gern. Wenn du über merkwürdigen Phänomene in Alola sprichst, meinst du natürlich die Ultrapforten. Eigentlich sollte es hier total episch sein, ne? So roter Vorgrund und so weiter und die Sprechblase auch. Yeah! Ultrapforten! Was macht die Musik? Die danced ab. Es kommt nur selten vor. Manchmal kann man in Alola beobachten, wie sich am Himmel Löcher öffnen. Hooper? Was macht das Vieh da schon wieder? Diese Löcher führen anscheinend in eine andere, uns unbekannte Dimension. Nee, das... oder? Ich würde zugeben, ich habe den Film mit Hooper noch nicht so im Detail gesehen. Unbekannte Dimension, da könnte doch die CR-Welt sein, ne? Givatina, Hinweis auf, ihr wisst schon, Remake für die Gen, Diamant Perl. Wir vermuten das deshalb, weil dieses Phänomen bereits in alten Legenden dieser Region erwähnt wird. Darin heißt es, dass aus diesen Ultrapforten einst furchterregende Pokémon in unsere Welt getreten seien. Piu, piu. Wir haben kaum etwas Greifbares, kaum etwas Beweis, aber ignorieren können wir die Sache deswegen nicht. Immer gibt es ja selbst im Pokédex bereits für einzelne Hinweise auf die Existenz anderer Dimensionen. Echt? Roto? Nö, Mama, mir ist noch nichts vorhanden. Ich bin noch ein altes Modell. Bzzz. Seltsam. Furchterregende Pokémon? Selbst normale wilde Pokémon greifen doch schon mal Menschen an. Was gegen die Pokémon aus den Ultrapforten allerdings komplett verblasst. Nicht umsonst haben diesem Pokémon den Namen Ultra-Bestien gegeben. Ja, trotzdem sind es Pokémon. Und, ja. Ich werde sicher zum Schluss noch was dazu sagen, Freunde, aber ich bin der Meinung, diese Ultra-Bestien sollte man bannen. Also sind im Prinzip schon Uber-Pokémon, keine U oder so etwas, nee, alles Uber, fertig. Das leitet doch schon darauf hin, wie sehr man sie geführt hat. Steckt man den alten Legenden Glauben, haben sie sich sogar erbieterte Kämpfe mit den Schutzpatronen der Inseln geliefert.
Ja gut, Schutzpatronen sind ja im Prinzip stärkemäßig oder theoretisch so wie die legendären Trios in den früheren Regionen. Also bis mit 5. Gen, weil als erste gab es ja gar keine. Sprich so, ja, Arctos, Lavados, Zapdos. Die sind ja eigentlich erlaubt, weil das sind ja keine Uber. Aber wie gesagt, das sind und bleiben erstmal nur Legenden. Was von da ist und was nicht, muss erst noch rausgefunden werden. Tja, ich würde wirklich nur zu gern diese Verwerfungen untersuchen, das Geheimnis um die Ultrapforten lüften. Das wäre einfach das Größte für mich. Wie du sehen kannst, haben wir in unseren Regalen bereits einiges an Daten zu den Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Faszinierend. Den hören wir uns auch einfach ein bisschen um. Irgendwo Kosmos zu erfahren, aber wir sind mit Stand ohnmächtig geworden. Meine Geschichte angehört, Wölkchen herauszufinden. Meine rettige Mutter. So, was will eure Haarfarbe? So. Gemeinsam zeigen. Will ich nicht sehen. Was? Eine Dimension namens Traumkluft erforscht. Verarschen? 20 Monate haben wir das Ultraform veröffentlicht. Hä? Wir können wir durchführen. Dann können wir Videos. Was haben Kampfvideos mit Ultraformen zu tun? Kampfteams registrieren. Also Kampfteams großartig. Das hat auch nichts mit Ultraformen zu tun. Piu piu. Ja, wir gehen auch piu piu piu. Die große Prüfung in Kuni City. Wenn Dick der Dummel, nehmen wir vor Team Sky Nacht. Der Niedertunnel, wie toll, wenn noch jemand einen Namen jemanden. Naja, was willst du, Rote? Du hast zwar keinen Orden nach dir benannt wurde, aber dafür hast du nützliche Gegenstände. Ich meine, du kannst in ein Rasenmäher schlüpfen, in eine Waschmaschine. Okay, ist gut. Ich hab's kapiert. Was eben? Ein Riss am Himmel? Die Musik ist weg! Michael! Meiner treffen. Wegweisern. Und bei dir, Tali? Haben wir jetzt ein paar neue Pokémon! Ja. Okay. Verwirrend. Bis zum Schluss, aber erstmal. Waren wir hier eigentlich schon mal? Oh. Bismarck ist wegen sehr gründlich. Es gibt erst Ruhe, Mann. Du darfst nicht durch. Bismarck. Tschüss. Das ist doch nervig. Ich darf ja nicht durch wegen einem Bismarck. Ist ja richtig bissig, hey. So, Digital-Tunnel, auf geht's. Festival Plaza. Ja, ich bin kein Fan davon. Ja, wenn noch genug Zeit da verbringen, keine Sorge. So, Digital-Tunnel. Dikta fangen. Ja, da ist der Meiler. Hä? Steht sie die ganze Zeit da? Zubat. Kommandutan. Sensei. Überlegen, Kraftreserve. Was war das schon wieder? Also, Eis hatte ja unsere Flugeule. Unsere Pflanzeneule. Weil doch Gestein war, kann das sein? Das ist krass, wa? Oh Mann, Dutan. Ich bin Sensei. Mit dem Fächer. Bäm.
Ah, verstehe, wenn ich so mache. Ey, das ist aber auch noch krass, wann ist das eine Normalattacke? Das ist aber übel. Da wäre es auch eine Gesteinstyp-Attacke. Hm. Komm, City, nicht mehr, was ihr erwarten werdet. Die hätte ich einfach nicht gewartet. Und wenn Tonino sagt, Komm, City nicht mehr bleiben. Ja. Ich bleib einfach hier. Ja, von mir aus. So, Sense ein bisschen trainieren, mal gucken. Mehr Z. Aha, das ist der letzte von der Truppe. Und es ist Zubat! Sensei! No. Wobei, so ein Z-Kraftreserve hätte was für so mal so überlegt. Ich meine, Kommanduten ist sowieso Typ normal. Also normal Psycho, das heißt, ich habe sowieso Stab drauf. Wenn ich es nicht auf Z-Move mache. Hat nicht ausgereicht. Auf gleichem Level. Ach du Scheiße. Also, ist im Prinzip schon ein Armutszeugnis. Gut, Kraftreserve wird natürlich stärker, stimmt eigentlich auch wieder. Ich bin's, Sensei. Das gibt's nicht! Nehmen wir da ein bisschen was aus. Was treibt der Typ da? Oh. Aua! Undicht ist fies. Oh, hat doch relativ wenig Schaden. Sensei. Ich bin's, Sensei. Ja, aber so weiß er wirklich sogar nicht. Mann, oh Mann, so jetzt macht er mal eine Konfusion. Ja, schön. Ja. Alter. Ja, Sensei trainieren wird lustig. Will man es echt antun? Ja, ich will. Denn ich will gucken, was aus dem Vieh noch rausholen kann. Es sieht im Prinzip imbar aus und so. Und ich will es wagen. Ich will es wissen, was kann ich aus dem Typen rauskitzeln. Aber ganz ehrlich, dass er mit dem gleichen Level super nicht one-hitten kann. Weil Konversion ist ja Stab, er ist ein normaler Psycho-Pokémon. Das ist schon ein bisschen traurig. Also, ja, das bringt mich zum Weinen. Egal. Ich mach trotzdem mal einen Schutz, da ist man zu doof hier. Gefällt mir einfach nicht momentan, wie sich Sensei verhält. Nee, das ist nicht das, was ich sehen wollte. So, übrigens, ich bin hier, glaube ich, ein bisschen falsch. Also, es ist schon richtig so, aber ich glaube, rechts wäre eine Sackgasse eben mit Trainern. Jo, sag ich ja. Ich denke mal für den Part hier. Oh, 1-2 Kämpfe liegen noch drin. Yeah, ich bin James. Was? Team Rocket James? Dick da. Oh, leg mich am Arsch. Stahlboden. Hat du gerade das vergessen? Konfusion. Ah, ich hab Durchbruch. Das bringt nicht viel. Die physischen Attacken sind stärker als die. Ich geb's auf. Wo ist der Fächer hin? Wieso steht der? Sensei? Das ist der falsche. Mann, wer ist die häufig? Danke, Mann. Oh, kein Ding, mein Alter. Ja. Sensei. Michael. Sensei Michael. Was? Nee. Das ging schnell. Wohlgemerkt, der Sensei ist eigentlich eher physisch. Psychisch stimmt schon. Speziell, einigen wir uns darauf. Und das war jetzt gerade eine physische Attacke. Okay, da können wir wieder zurückkommen.
schwer wird sein. Och nö. Ein X-Bad? Nö. Hab bereits eins in Sonne. Das ist auch sowas, ey. Er hat dann versucht, ein Shiny Zubat zu fangen mit SOS-Kämpfen. Ey. Nach über 60 Versuchen immer noch kein Shiny Zubat. Da bin ich echt fast gierig geworden. Also es hat auch gefangen und so, weil, also ist nicht nur wegen Shiny und so weiter, weil je länger es dauert, halt länger, sagen wir mal so, je länger die Kette andauert, desto häufiger ist auch die Wahrscheinlichkeit, oder desto größer die Wahrscheinlichkeit ja auch, dass es mehrere DVs auf 31 hat und natürlich auch noch eine spezielle Fähigkeit, sagen wir mal so. Das ist eine versteckte Fähigkeit, wer weiß, wer weiß. Puh, bin ich angekommen? Alola, das ist ein Pokémon. Das ist nicht schon mal verdächtig. Die Spaß dran haben, Pokémon und Trainern Ärger zu bereiten. Was mit einem Druck in der Höhle auf. Danke und tschüss. Tschüssikowski. So, bereits erwähnt, einen kann man gerne noch machen. Ich höre was. Wer ist da? Ich bin zu weit! Scheiße! Da geht's schon raus! So eine Pleite, Mann. Wir wollten nur ein bisschen auf den Putz hauen, da haben uns plötzlich diese dicke Umzingel. Wir hauen weggeputzt von als mir. Checkst du mal, was mich da aufregt? Das ist immer total auf, jetzt weißt du's. Wir wollen uns aus irgendwen verhauen, wegputzen und da kommst du gerade recht. Michael! Ernsthaft, war doch kein Partner dafür. Der klappt nur Erfahrungspunkte. Ja. Unser Belger putzen wir im Duett weg! Ja, dann sing mal schön. Ja, ich muss sagen, für den nächsten Part aufsparen. Ich könnte jetzt hier zwar einen Cut setzen, aber will nachher direkt die Aufnahme beenden. Ist egal, komm, machen wir es auf die Schnelle. Molunk und Imantis. Wow. Ich hatte gerade mein 3DS wäre abgeschmiert. Jetzt ein Pikachu ey, ständig. So. Jo, ist er Gestein, war? Smoke. Confusion. Na, das gibt's nicht. Oh, nehmen wir natürlich gerne an. Aber es gerade ruckelt. Doppelkämpfe den alten 3DS. Nicht geil. Und tschüss. Es lebe Pikachu. Und Senseis Level Up. Spezialverteidigung wie erwartet. Spezialangriff auch ein bisschen hoch. KP. Ja, ich denke, vor allem Spezialverteidigung und KP wird da einiges aushalten. Was auch ganz cool ist. Psycho Plus. Was mache ich jetzt gegen das Viech, wa? Könnt ihr Attacke einsetzen? Kraftreserve normal halt. Ne, komm, machen wir da. Psycho. Und KO. Jo. KO, yo. Nein, Scheiße. Was? Das Sensei ständig dasteht. Ja, denk mal, bei Sensei wird später mal Gedankengut ganz wichtig sein, ein bisschen zu boosten. Plus halt Psychokinese noch und ja, weiß auch nicht, irgendwie, vielleicht doch Energieball und Donnerblitz und so. Jo, Mann. Könnte klappen, wa?
3 Moves zum Angreifen, was ja, Gedankengut so. Ja, kann klappen. Also mach mal halblang. Tschüss. Was hat er schenken? Den Top-Äther will er mir schenken. Yo, yo. Wo ist wohl mein Ausladen? Keine Ahnung. So, wir haben hier noch was zu tun. Und zwar, Zigarrenwürfel. Hier geht's da runter wie erwartet. So. Alter. Das ist mir gerade so erschrecken. Kommt noch erst nächste Folge dran, dann wird er doch. Ja, nächste Folge ist glaube ich wieder tagsüber, also sprich in-game nachts. Rocky ein bisschen trainieren. In der Hoffnung, dass er sich entwickelt und wir schon, zumindest für kurze Zeit, noch ein starkes Wolverock haben. Warum noch für kurze Zeit? Das seht ihr, wenn es soweit ist. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Naja, mehr Mond als Sonne. Tschüss!